Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute kommen wir zu unserem letzten Video von unserem Prospekte-Journal und dann sind wir nämlich endlich fertig. Also ich hoffe es einmal. Wir haben jetzt noch genau 3 Täschchen zum Füllen und zwar das da und das da. Und weil das so fette Täschchen sind, kann man da auch ein bisschen etwas Fetteres rein tun. Zum Beispiel so wie hier. Das ist so ein Notizbüchlein, das ich hier drin habe. Das kann man wunderbar hier reinfüllen, das hat super Platz. Und jetzt brauchen wir noch 3 weitere Sachen. Und damit das nicht langweilig ist, werde ich natürlich jetzt nicht einfach 3 solche Notizbüchlein machen. Ich möchte gerne zuerst einmal ein Abreißzettel-Notizbüchlein noch machen. Und dann möchte ich gerne ein kleines Gedichtebüchlein machen. Und zu guter Letzt habe ich mir da einfach noch so eine Liederseite für gesucht. Das ist aus irgendeinem ziemlich alten Liederbuch. Und zwar sind das die Entlebucher Kuhreihen. Wenn man das schön zusammenfaltet, gibt das so ein schönes dickes Bündel, wo wir dann da reinstecken können. So, gut. Oh, jetzt wackelt es gerade, sorry. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Abreißzettel, Heftli oder wie auch immer. Ja, man sollte es schon so in Heftli-Form machen, damit, wenn man es reinsteckt, nicht die einzelnen Zettel dann so verkrügelt oder so. Genau, ich habe da schon mal ein bisschen verschiedenes Papier für als Zettel parat gemacht. Ich glaube... wartet mal, da. Ich muss schnell studieren, welches das ich für was nehme. Machen wir doch das so. Oh. Wenn man es jetzt gerade gefaltet hat, dann hat man es gerade gefaltet. So. So. Und so. Und jetzt sieht man da drauf so ein wunderbares Blättchen. Das möchte ich doch gerne drauf behalten. Als Vorderseite. Und darum schneide ich jetzt einfach hier oben mal ab. So, und dann müssen wir schauen, wie hoch das soll werden. Etwa so. Dann schneiden wir doch hier noch ab. So, oh ja. Sehr, sehr hübsch und hinten ist es so. Und innen ist es so. Und der Plan ist, dass wir es aufklappen und hier die Zettel drin haben. Jetzt werde ich aber noch gerade schnell zuerst die Ecke runden. Und noch ein bisschen Inken rundherum. Jetzt habe ich mal 2 von diesen Dinger hier parat gemacht. Haben die eigentlich einen Namen? Ich weiß es gar nicht. So, und innen wollen wir auch noch ein bisschen schön haben. Und nachher würde ich sagen, tue ich das einfach rein postitschen, oder? Jetzt haben wir so viele andere Sachen auch mit Postitch gemacht. Und in diesem Journal sieht man überall immer wieder ein bisschen Postitch. Dann passt doch das gerade super. So. Noch ein bisschen vom Aged Mahagoni Rot.
Oh, da haben wir noch nicht. So. Die ganze Sache ist jetzt halt wirklich einfach schon fast ein bisschen herbstlich, würde ich sagen, mit diesen ganzen Blättern und die Farben irgendwie. Aber ey, sorry, das Wetter draussen ist bei uns im Moment also gerade auch ziemlich herbstlich von dem her. So, jetzt brauchen wir hier mal so ein paar Zettel, Fötzeli, Dingerli, alle ungefähr in dieser Größe, aber natürlich nur ungefähr. He? Da habe ich so gestempeltes Notenpapier, oder also gestempelte Noten einfach. Und die Blumen könnte man doch auch nehmen. So, was haben wir noch? Da hat es noch so irgendetwas in dieser Art. Und hier noch Noten. Nein, komm, wir nehmen nicht mehr Noten. Aber noch ein bisschen so normales gefärbtes Papier. Also normales. Solches, wo wieder zu unserem Journal passt, wo wir auch drinnen verarbeitet haben. So. Nachher sind wir etwa, glaube ich, gut. He? Jetzt müssen wir da noch ein bisschen mischen. Ah, da hat es noch einen Stempel drauf. Schau jetzt. Passt der da? Ja, es geht. Dann nehmen wir das einfach zuhinterst. Oder nein, nicht zuhinterst. Dann nehmen wir doch so eins zuhinterst. He? Und da hat es den. Ah ja. So. 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 Na. Ein bisschen gut schichten. So. Gerade nicht mehr so genau gewusst, wie es aussieht. So. Oh, das finde ich jetzt aber noch recht spannend. So. Und was ich noch gerne möchte, ist so etwas drin, aber vielleicht oben so wie als Rändchen. Eine Art. Einfach, damit wir von diesem Element auch noch ein bisschen drin haben. So, und so. Tacker. So. Hat das. Das sieht fast so aus, als wären die hier alle angemacht. Sehr gut. Ah, super. Ah, ich finde das hübsch. So. Und ich finde, da braucht es gar nicht mehr Deko. Das ist, ja, vielleicht da hinten noch. Das könnten wir jetzt noch kaschieren. Vielleicht auch mit so einem hier. Probieren wir mal schnell, wie das aussieht. Ups. Oder eher weniger. Nein. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Oder eher so eins da. Oder so. Und so. Das. Das finde ich gut.
die ein bisschen kaschieren, auch, dass man sich da nicht weh macht. Ja, Jesus Gott. Tackiglo wieder mal verkehrt hergestellt. Wir kennen es. Wir kennen es. So. Jetzt ist richtig. Gut, das kommt drüber. So, das finde ich jetzt noch recht cool, dass man sie so ein bisschen durchdrücken sieht. Das gefällt mir. Machen wir das gerade noch schnell ein bisschen mit Schwarz. Oh ja. Oh, das finde ich jetzt aber sehr gut. Genau. Super, super Crunch. Ah. So, und dann kommt hier noch das Blümchen drauf. Das darf auch noch ein bisschen schwarz haben am Rändchen. He? So. Ja, genau. So, ein ganzes kleines Deckhöhli, wo alles wieder ein bisschen zusammenfügt. Und die Blumen, weil wir die ja auch hier haben. So. Ja, das finde ich gut. Da darf es noch ein bisschen rot haben. So. Voilà, hey, subi, gefällt mir. Stecken wir jetzt gerade hier rein. Stecken wir nicht dort rein. Und vielleicht ist das ein bisschen grösser. Oh ja. Okay, wir stecken es hier rein. Alles gut. So. Genau. Da müssen wir darauf achten. Die in der Mitte sind ein bisschen kleiner. Ja. Haben wir es herausgefunden. So, also komm, dann machen wir jetzt hier das Gedichtebüchlein. So. Falten wir das mal in der Mitte. Oh, schau mal, da hat es auch so ein schönes Blatt drauf. Aber das ist jetzt halt hinten. He? So. Also, das muss hier reinpassen. Also müssen wir es hier abmessen. Und dann würde ich sagen, testen wir es zuerst, ob es auch wirklich reingeht. Ob es auch wirklich reingeht. Zeig. Ja, es geht. So. Und dann müssen wir schauen, dass wirklich alle Gedichte drauf passen, die ich mir hier rausgesucht habe. Ich habe sie jetzt gar nicht so ganz durchgelesen und nicht alle. Aber ich habe die hier aus dem Eichendorffs Werke. Und Eichendorff-Gedicht. Und Sprüche und was weiß ich was alles noch. Mir gefällt der Stil extrem gut. Und halt eben auch, muss ich da nochmal reinlegen. Es ist natürlich eben schöne Schrift. Sieht ganz cool aus und trotzdem kann man es mehr oder weniger gut lesen.
darum habe ich gedacht, wenn man jetzt also ein kleines Büchlein macht. So. Das wäre doch noch herzig. Dann hat man noch ein bisschen etwas zu lesen und nicht nur zu schreiben. So. So, nein, so. So werde ich es gerne. Das komische blaue Zeugs hier außen und da hinten haben wir das hübsche Blättchen. Und jetzt wäre der Plan gewesen, dass ich da so 4 Seiten reinkleben. Und auf jedes ein Gedicht nachher draufkleben. Nachgekommen. Ja, also so, es sollte nicht so schwierig sein. Aber in meinem Hirn eben manchmal schon. So. Zack. So, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt passt sicher das andere Gedicht genau nicht drauf. Musst schauen, das, wo so ganz ein kleines bisschen breiter ist. Ja. Dann suchen wir halt noch schnell ein anderes. So. Da, da. Gut. Genau. Können wir auch noch ein bisschen inken, die Seite. Gut. Das muss länger. Jetzt Gericht. Jetzt haben wir hier. Das ist eben nicht ganz fertig und das ist der Rest von etwas anderem. Hier habe ich da mir den Spruch rausgesucht. Spruch. So. Der passt wunderbar. Und da nehmen wir die Treue. Der passt auch. Das ist alles, glaube ich, nicht fertig. Jugendszenen hat eben, glaube ich, nicht Platz. Das ist zu breit. Ah, nein, schau. Nein, so. Ganz knapp. Aber es sieht doch dann dumm aus, nicht? Und da haben wir auf jeden Fall noch die Nachtigallen. Das passt von der Höhe her drauf. So, wir müssen noch ein bisschen zurecht stutzen, dass es dann auch wirklich drauf passt. Mal
So ist gut. So, und das andere, ich glaube, es sieht blöd aus, wenn das so breit ist. Ich möchte lieber noch ein anderes nehmen. So. So. Jetzt haben wir 4. Aber wir haben ja jetzt natürlich 8 Seiten. Wie machen wir jetzt das? Man könnte so, so und so machen und vorne noch eins, aber nicht so ein riesiges. Komm. So. Genau, und hinten ist dann halt leer und vorne haben wir hier den Spruch. Gut, dann nehmen wir auch den auch ein bisschen inken. So. Gut, also reinleimen das Zeug. Und ich glaube, ich mache das jetzt einfach halber mit Stiftleim. Das hebt doch fast genauso gut wie der Tacky Glue. Wahrscheinlich nicht, aber da geht ja jetzt auch niemand dran knübeln. Nehme ich jetzt mal an. He? Also ich nicht. Oh. Das haben wir nicht vorgehabt. So. Dann, die Zeit geht schnell. Das ist so, das passiert mir auch jedes Mal immer wieder, wenn ich da auf die Uhr von unserem Video schaue und sehe, ach herrje, schon wieder eine halbe Stunde um. Und ich bin wieder nie nicht hergekommen. Oder sollte noch so viel vorzeigen und so viel erzählen. Jawohl. Und dann denke ich immer, ja, ich schneide ja dann noch ein bisschen. Ist schon gut. Das ist schon gut, macht nichts. Und dann schneide ich und dann merke ich, dass das nur ein paar Sekunden sind, die ich rausgeschnitten habe und das Video genau gleich lang immer noch ist. Ah, ja, ja. Genau. Ich finde es auch mega schön, dass ihr meine Videos schaut. Trotz, dass sie manchmal ein bisschen länger sind als eine halbe Stunde. Ich finde so eine halbe Stunde finde ich eigentlich noch recht okay. Auch so zum selber Videos schauen. Wenn es dann wirklich spannend ist, schaue ich auch mal 3/4 Stunde. Aber alles, was so gegen die 50 Minuten zugeht oder über eine Stunde sind, das finde ich dann manchmal ein bisschen anstrengend zum Schauen. Oder ja, habe dann einfach das Gefühl, ja super, jetzt habe ich nicht Zeit für eine Stunde lang das ganze Video anzuschauen. Und dann schaue ich es dann halt meistens nicht. Oder ich tue dann noch so ein bisschen spulen. Aber ja, das macht ihr sicher bei mir auch. Wenn ich wieder mal stundenlang am Inken bin oder irgendwie so, tun ihr ja sicher auch vorher spulen, oder? So, jetzt nehme ich aber für das zusammen zu schnurkeln. Nur so einen ganzen dünnen Faden, wenn ich dann noch einen habe. Der passt, habe ich nicht, also nehmen wir halt den Rosenrot. Ah, mal da. Mal, schau jetzt, habe ich ja. Das gar nicht gesehen. Der hier, hä? Nur so. Ups. So, das reicht schon. Das reicht schon. Wenn ich das Nödeli nehmen. Jetzt ist es gegangen. Also.
So, da gehen wir jetzt gar nicht gucken, vorlochen oder irgendwas Komisches, sondern das wird einfach zusammengeschnürpelt. So, wie es einfach gerade ist. Dann wäre es schön, wenn es ein bisschen gerade wäre. So. Einfach nur einmal rein. Ein bisschen festheben. Und einmal da wieder rein. Komm. So. Das gibt gar nicht eine komplizierte Bindung. Da machen wir einfach wirklich nur ein Knöpfchen. Ah. So. Und nochmal einen Knopf. Sicherheitshalber. So. Das schneiden wir noch ab. Zack. So. Jetzt, was ich nicht geschaut habe, ist, ob sie den richtigen Weg sind. So, genau. Und da kann man sich doch nebenan seine Notizen machen, die man zu dem Gedichtli dann hat, würde ich sagen. So, aber vorne ist es natürlich elendiglich langweilig, unser kleines Teilchen da. Da brauchen wir jetzt also schon noch irgendetwas. Ich habe da an so etwas gedacht. Und der vielleicht so etwas da. Oh nein, die ist jawohl, das. Das wollte ich so haben. Also, machen wir da einfach so. In der Hoffnung, das hebt der. Mama, das hebt schon. Sonst kann man den da immer noch ein bisschen drunter tun. Wenn man es noch ein bisschen mehr anmachen will. Aber da ist, glaube ich, so ist gut. He? So, und dann das da drauf. Ah, was heisst da wieder für Fäden dran? Die müssen wir nicht anleimen. Die kommen fort. So. Prima. Und jetzt das Teil hier machen wir mit Zementit an. Ich muss es noch schnell ein bisschen zurechtbeugen, damit es dann nicht zu fest so absteht. So, ich glaube gut. Mehr oder weniger. Soli. Voilà. Und das sollten wir jetzt hier gut andrücken, damit das dann auch ganz sicher hebt. So, 2 in 1 andrücken und Leim zutun gleichzeitig. Oh Mann. So. Voilà, hey, das ist unser super schnusiges Gedichtbüchlein. Ich finde das extrem herzig.
Das ist wahnsinnig süß geworden. So, ich glaube, ich muss es noch ein bisschen andrücken. Ich tue es jetzt hier gerade ein bisschen unter die Unterlage. So, dann tut es das gerade schön andrücken, während wir hier basteln. Jetzt das Letzte, was wir noch wollen, ist ja das mit dieser Singbuchseite. Und jetzt ist die Frage, wie falten wir das, dass das nachher dann reinpasst. Also ich denke jetzt mal, wenn wir das dritteln, passt es rein? Nein, schau mal, in das passt es gerade genau nicht rein. He? Ins Kleine. Aber der Weg vielleicht, der Weg würde es gehen. Also das heisst, wenn wir das noch drittelt, wenn wir es so drittelt, geht es auf jeden Fall da rein. Also, dann wissen wir das schon. Jetzt haben sie es wieder vergessen. Nein, einfach dritteln und dritteln. Ja. Jetzt wäre es ja noch cool. Das Zeug ist mir im Weg. Wenn man den Titel würde sehen, gerade zuvorderst, die Kuhreihe. Man könnte ja jetzt messen, gell, dass wir genau wissen, wo falten, aber da habe ich jetzt also wirklich keine Lust drauf. Ich habe das Gefühl, Handgelenk mal Pi lenkt schon. So ist es jetzt halt nicht ganz, wie es sollte, aber es passt einmal rein. So, und so, oder? Ist das gut? Voilà, hey, und der Titel ist gerade so wunderbar, so wie er sein sollte. Und wenn wir das noch reinstecken, dann sieht man das gerade, wenn man es rauszieht. Sehr hübsch. Und ich finde, von der Farbe her passt es auch extrem gut. Jetzt tun wir die ganzen Feld und Ränder noch ein bisschen rundherum inken, damit es noch ein bisschen besser passt. So, mal, jetzt gefällt es mir gut. Sieht super aus. Schmeißen wir da rein, nein, eben den Weg, damit man da den Titel gerade sieht. So, und das sollte mittlerweile jetzt auch gut angedrückt sein. Jawohl, da kommt nichts mehr ab. Oh, ich finde das so herzig. Ich bin gerade mega verliebt in das Bild da vorne. So, und das tun wir jetzt nämlich auch so rein und nicht so, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Das andere haben wir diesen Weg nicht da. Wie sollen wir denn das da auch den Weg drin tun? So. Aber das können wir nicht diesen Weg rein tun. Das müssen wir so. Ich weiß es doch auch nicht. So, hey, schaut das an. Das Video ist schon wieder ewig lang, aber unser Journal ist fertig. Das winzig kleine Prospekte-Journal, wo ich gedacht habe, machen wir doch einfach so schnell. Hat jetzt ewig viele Videos gebraucht und wahnsinnig viel Zeit, um alle die wunderbaren, super, obermega schnusigen Sachen drin zu basteln. Ich tue jetzt nicht alles rausnehmen und noch einmal zeigen. In den einzelnen Videos sieht man ja alle die Sachen, die wir gemacht haben. Und ja, also ich finde es mega cool. Ich bin total begeistert von dem Journal, von dem überhaupt von dieser Art und Weise, wie man das machen kann.
Und ja, hey, ich werde garantiert wieder einmal so eins machen, weil ich finde es so mega süß. Irgendetwas, um das zubinden oder da so einen Gummizug oder so für drüber rein. Das wäre jetzt noch das Wahre. Und dann sind wir wirklich endgültig fix und fertig. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht zum Zuschauen. Vielleicht habt ihr jetzt auch gerade eine Idee. Vielleicht sind ihr auch gerade drauf losbasteln. Und dann wünsche ich euch mega viel Spass und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!